So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Anno 1800 im Szenario der silberne Käfer. Und ihr seht schon unten, was alles bräuchte, um Silberbarren herzustellen. Für ihn hier, der gleich kommt. Und das finde ich aus mehreren Gründen krass. Und ich habe mir oft noch mal ein bisschen überlegt, was man so eigentlich machen könnte, um es vielleicht doch irgendwie besser hinzukriegen. Und natürlich ein Punkt wäre ganz klar, dass man sich einfach sagt, Olivera, ich bin Ihre Erlösung, Ihr Schutzengel. Wenn Sie sich meine Gnade verdienen, können Sie frei sein. ah ja. Ne, was man überlegt hat, was man natürlich besser machen könnte, von Anfang an auf die hier setzen. Die Reservoire. So viele Reservoire wie es geht. Überall ein bisschen platzieren. So vielleicht irgendwie hier eine, hier oben eine. Einfach mal ein bisschen so. Natürlich hier oben eine, weil wir sie auch haben. Und natürlich hier oben noch wesentlich mehr. Und darauf zu setzen. Reservoire zu bauen, auszubauen. Dass das im Prinzip der erste Schritt wäre. Und ich glaube, dann hätte man eine wesentlich bessere Chance, auch im Allgemeinen, damit es überhaupt aufgeht, das Ganze, was man hier versucht, sage ich jetzt mal. Weil wir müssen schon ehrlich sein, was die ja mitunter von einem verlangen, das ist schon krass. Also, so, gesammelt Regelmaß hat der schon mal 25. Schon mal 35, okay. Also in einem Monsun zum nächsten geht das schon. Das wird so gesehen klappen, interessant. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier sage, mit der Maisplantage und so. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier noch irgendwie weitere bauen. Also 2 Maisplantagen, 2 Ziegenfarmen. Da haben wir gelernt, sie müssen ja nicht hier angeschlossen sein. Das 20 ist auch ein bisschen viel, aber okay. Ja, eben, also ich werde es nicht hinkriegen, zumindest nicht in diesem Run. Aber ich kann ja schon mal noch ein bisschen weitermachen und aus meinen Fehlern lernen. So, mein Ziegenfarm ist das soweit ja klar. Da wäre jetzt das Ding. Den haben wir jetzt mal hier belassen, genau. Theoretisch kann man eigentlich hier die Maisplantagen auch hier oben hin verschieben. Sogar eine mal nach hier hin und dann hier drüber. Können vielleicht auch funktionieren. Dann irgendwie hier hätten wir schon mal 4 Maisplantagen, so gesehen. Da wäre der kann also dahin liefern. Der vielleicht auch, oder liefert da unten hin, mal gucken. Könnte auch hier nochmal einen hinbauen. Die müssen nicht unbedingt hier sein, die können auch sonst irgendwo stehen. Ob man es überhaupt braucht, ist eh noch eine ganz andere Frage. Also wisst ihr wirklich alle Reservoirs miteinander verbinden, wo man sich irgendwie sagt, hey, ihr baut zum Beispiel hier jetzt so 2 Stück, die miteinander verbunden sind, vielleicht hier noch einen dritten. Dann müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen entfernen, wa? Theoretisch hier noch drüber bauen könnte. Oder ich sage mir hier generell einfach, hier unten muss gar nichts bewässert werden. Und hier unten auf die ganzen Ziegenfarmen. Auch eine Option. Der wiederum könnte eben hier sein. Das Thema hatten wir auch schon mal. Da oben können wir nochmal einen hinbauen, damit es nochmal reichen würde. So. Ich jetzt aktuell nicht, weil momentan brauche ich es gerade nicht. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ich brauche natürlich gerade alles, wa? Genau.
Ja, aber hier hätten natürlich auch die Reservoire. Hä? Das wird soweit auch funktionieren. Wir wissen ja, wir brauchen für Silberbarenproduktion brauchen wir vor allem auch den Salpeterwerk, was ich hier unten bauen könnte. Nein, kann ich sogar hier. Okay, vergesst es. Später brauche ich es dann. Also Köhlerei kann ich auch hier machen. Den Koksofen auch. Mhm. Salpeterwerk braucht natürlich wesentlich mehr Dinge noch. Eins von denen. 2 von denen. 4 von denen und Silbererzminen, super. 8 von denen. Und wieder 4 von denen. Oder quasi gleich viel Silbererzminen wie Silberschmelzhütten. Also ein Dingsbums hier wird sicher reichen. Zum Beispiel sagen, okay, oder baust du auch hier unten. Ja, vielleicht auch mehrere. Also quasi hier ein Salpeterwerk. Erledigt. Genau, so ein Monsun. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, sage ich jetzt mal, weil ich will ihn nicht unbedingt oben haben. Was auch mal hier unten sowieso schon mal geplant hatte. So, komm. Dann haben wir den da, den mache ich jetzt auch aktuell auch mal hier. Aktuell noch ein paar Waren. Und zwar einiges mehr. Der ist auch noch voll im Bau. Ja, ich glaube, es wäre wesentlich klüger, Freunde, das so zu versuchen. Nicht so, wie ich es irgendwie getan habe. Obwohl das hier relativ gut funktioniert, ja, mit der Gewürzfarm und so. Mhm. Das alles ein bisschen Chili-Suppe, damit alles ein bisschen schärfer wird. Also das Problem ist nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, ich habe keinen Bock, irgendwie dann noch mehr zu bauen. Ne, im Gegenteil, ich würde schon mehr Reservoiren zu bauen. Wir brauchen halt einfach so viel ja, Wasser auch. Und generell Waren, um überhaupt gebaut werden zu können. Das ist auch Wahnsinn. Oh, die Boxkampfarena. Die habe ich auch komplett vergessen. Die kann ich ja gut hier hinbauen. Braucht es nur für die Zufriedenheit, wa? Die Ponchos würden mehr Obreras generieren. Ja, super. Kaffee gibt es auch nur plus 4 Obreras. Obreros von mir aus. Kaffeeplantage. Wie kann man zum Beispiel hier unten machen? Lassen Sie mich nicht warten, Oliveira. Doch, doch. Ja, und dann kann ich gar nichts davon liefern, also. Aber wir können noch mal ganz kurz gucken, was es alles bräuchte. Ein Koksofen mit 4 Köhlereien, wa? Der war auch plus 2, das ist natürlich auch viel zu wenig, wa? Ein Plan und so weiter, hier oben kann ich natürlich alles mal, ist gar kein Thema. Was so eigentlich auch Quatsch ist. Baue. Hätten wir hier. Ist ein bisschen doof, dass ich nicht direkt sehe, ob das irgendwie einen großen Einfluss jetzt hat. Ich wollte gerade wieder pausieren, aber dann halt nicht. Ja, dann kann man die relativ nahe beieinander bauen. Ja, offenbar schon, wa? Krass. So, jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm.
So. Und jetzt gleich Game Over. Sie enttäuschten mich, Olivera. Versuchen die aktuellen Vereinbarungen auszuhalten. Die permanente Verbindung hinnehmen, Verbannung hinnehmen. Spiel ist aus. Wäre auch eine Option, wa? Man kann ja das Einkommens weiterreichen. Und deswegen fordert der nächste Frist wird verkürzt. Ich kriege immer, was ich will. Egal wie. Griff in die Klasse, Alter. Sakura, 60 Tonnen Silberbarren und Silbermünzen noch. Dafür braucht er noch 600 Obreros. Ich glaube dazu, dass das Spiel eigentlich Spaß machen sollte, Freunde, weil ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Das kriegen wir nie im Leben hin. Ich sehe nur eine Option. Ihre nächste Rate wurde übrigens leicht erhöht. Es gab da gewisse unerwartete Transportkosten. Wie bereits erwähnt, du müsstest eigentlich von Anfang an müsste man hier auf die Reservoire bauen. Also die ganze Insel schon mal zugepflastert mit Reservoiren. Dann überall halt versorgen natürlich durch die Bretter. Okay, vamos. Und auch durch die Lehmgrube bzw. Ziegelei sicherstellen. Vor allem auf der Insel, weil wir halt, also wirklich auch alle 3 Lehmgruben nehmen. Damit es halt auch für die Insel hier unten reicht, weil hier haben wir keine Lehmgrube. Grube. Und wenn du halt überall alle Reservoire hast, dann kannst du natürlich auch anfangen, wie wir es jetzt gemacht haben, mit Reservoir verbinden, Kapazitäten quasi kombinieren. Und dann erst fängst du an mit dem ganzen Rest, sprich, eigentlich was wir von Anfang an machen können oder machen müssen, ist hier sozusagen, hey, Tortilla, Rum, scheiß drauf, ihr habt momentan nur die Hacienda. Und dafür mache ich mir den Rücken krumm. Du hast sogar gar keine Hacienda, weil die kosten natürlich auch Ziegel. Halt zuerst mal nur die normalen Dinger hier, ist klar. Das wird also immer mehr und mehr steigt, also cool ist von dem her schon, sag jetzt mal, dass man hier die ganze Insel vollpflastern könnte. Wenn man den Marktplatz nicht mehr bräuchte und so, da kann man es trotzdem Not auch im Nachhinein noch irgendwie ersetzen. Ja, der dann halt die ganze Insel voller Reservoire hat, um sicher zu sein, hey, das reicht bis zum nächsten Monsun halt. Dann könnte man eigentlich anfangen zu sagen, so, jetzt wird gebaut. Also auch eben mit vollem Lager für Ziegelsteine und Bretter. Genauso wie hier unten halt die Insel besiedeln, auch hier schon die Reservoire bauen. Die würden zwar vermutlich, ich sage jetzt mal, 4 Stück ausreichen, schätze ich jetzt mal. Oder 3 vielleicht sogar. Hier einen haben. Hier oben einen. Oder vielleicht der sogar nur hier hin, weil was soll ich hier oben großartig bauen? Hier haben wir eine Siedlung, hier hätten wir die ganzen Felder. Wir brauchen vor allem Flachs und Kautschuk und Kaffee. Ist doch viel. Ja, vielleicht doch hier oben noch. Ja, das ist du halt den hier. Hier ein paar Felder. Dann vielleicht hier noch einen und hier unten einen. Das ist ein schönes Dreierpack. Ich glaube, das könnte funktionieren, Freunde. Wo du natürlich nicht über dem Fluss hier bauen kannst, wa? Ne, das geht jetzt nicht. Das geht auch nicht. Also sprich, die 2 Reservoire wären für sich selber. Dann hätten wir hier noch eins und vielleicht nochmal eins hier oben. Aber ja, auch schon hier 4 Reservoire. Man sieht es erstmal, kostet viel Bretter. Es kostet viele Ziegel. Aber so muss man es machen, glaube ich. Und dann bis zur ersten Lieferung halt darauf achten, dass man so mit der Silbererzmine so knapp irgendwie hinkriegt. Noch nicht zu viel hier investiert hat, aber trotzdem schon ein bisschen was, weil du brauchst ja auch Obreros. Und dann kannst du mit den Silberbarren hier komplett durchstarten. Hola. Alter, wie lange das dauert, bis der mir irgendwie aufgeforstet hat.
Das wäre jetzt mal so mein Tipp, von dass irgendwie so funktionieren könnte. Aber auch nur, weil ich jetzt wirklich keine Ahnung habe, wie das sonst gehen soll. Und das Hauptproblem ist halt wirklich, es fehlt halt das Wasser, der fruchtbare Boden, das anders zu machen. Ich meine, klar, hier das irgendwie auch so machen, dass ich die Dinger hier oben hin verschiebe oder durchziehe. Wenn ich hier einen habe, oder vielleicht hier unten kann oder irgendwie hier ein Reservoir noch zu machen. Wäre eine Option gewesen, der ist auch jetzt bald durch. Oh Mann, Mann, Mann. Okay. Ja Leute, irgendwie so hätten wir es glaube ich am besten machen müssen, machen können. Hier sind wir jetzt auch. Ja, kann doch gegenüberstellen, ne, wäre eine Option. Hier eine hier oben. Und hier vielleicht doch hier einen. Und einen hier oben. Und die hier bauen müsste in der Hacienda, das wäre eine andere Frage. Jetzt war die Hacienda noch weiter unten bauen können. Weil hier haben wir sowieso schon Grünfläche. Und ja, auch wenn es anders klingt, aber wir brauchen für die Ziegenweide halt kein Wasser. Es bringt auch keine Vorteile. Ich hatte so oder so immer nur 100 bis 110%. Ja, jetzt haben wir das singenden Hitze ist noch was anderes, wa? Aber wenn es hier jetzt vielleicht auf einem fruchtbaren Boden hätte, hätte ich die sengende Hitze nicht, das Effekt. Ah, okay. Das kann natürlich sein, Leute. So, der natürlich hat auch noch ein bisschen Wasser, genauso wie das hier. Und es fließen. Wenn ich den jetzt hier so schon kappen würde, kann ich hier das Wasser für die beiden aufsparen. Hätte hier schon mal ein bisschen was. Der teilt auch das Wasser mit dem hier oben. Ausgangswasserstand, gesammelte Regenwasser 37. Der hat natürlich jetzt nur Ausgangswasser. Ist sogar nur 10. Aber warum hat der jetzt mehr? Ah ne, hat er gar nicht. So, sorry. Ich war kurz verwirrt, weil ich dachte, er hätte jetzt mehr Ausgangswasser. Die maximale Kapazität haben wir erhöht. Das war ja so. Und Wasser 40. Dafür reicht sie ja fast. Okay. Ja, dann muss man es irgendwie so lösen, Leute. Und dann, wenn halt die ganze Insel, oder zumindest das Wichtigste wie hier unten, voller Wasser wäre, dann kannst du hier oben halt, wie wir es jetzt auch haben, mit der Köhlerei. 90, also wir hätten sie eigentlich hier fast. Plus hier, wir hätten jetzt irgendwie so, sagen wir jetzt mal, 4 Köhlereien. Ein Koksofen, das würde ja irgendwie so aufgehen. Natürlich brauchen wir wesentlich mehr Einwohner. Aber das stimmt natürlich schon, wenn du halt den Verbrauch der Arbeiter, wenn du den Verbrauch oder beziehungsweise die Jornalero-Arbeitskräfte nicht mehr für die Reservoire einsetzen musst und die überall schon platziert sind, kannst du viel besser auch planen und sie überall sonst nutzen. Dann wäre, glaube ich, die Siedlbahn noch nicht so das Problem. Sie Münzen natürlich nicht ein anderes Thema. Ganz ehrlich, soweit ich weiß, gibt es ganzen Spiele, ich glaube, irgendwie 4 Lieferungen. Also kann man eigentlich sagen, wenn man es richtig macht, ist das ganze Spiel, das Szenario so in 10, maximal 20 Folgen durch. Aber eben, wenn ich es natürlich jetzt hier falsch mache, dauert es wesentlich länger. Scheiße, hey. Wir sollen akzeptieren. Die Auslagerung akzeptieren, durch diese Auswertung Reservoir zerstört. Nee, hätte ich jetzt gar keinen Bock. Was haben wir noch zu verlieren? Nicht mehr viel. Wir sowieso nicht mehr. Also Freunde, wir werden in der nächsten Folge dementsprechend das Szenario nochmal neu starten. Oder ich überlege jetzt sogar, werden sie jetzt hier ins Let's Play integriert in die Kampagne. Weil es ja auch einen Bezug zur Originalstory hat, zur Originalkampagne. Also da noch, ich glaube das DLC gesunkene Schätze war es. Da ist soweit ja auch in Ordnung, gar kein Thema. Wir hatten glaube ich sogar in der ersten Folge 324 war das,
also wo wir das Szenario gestartet haben, die erste Folge, haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht in der alten Welt. Deswegen passt schon, dass wir das in die Kampagne integriert haben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in der nächsten Folge wirklich nochmal mit dem Szenario neu starten würde ich tatsächlich das in einer eigenen Playlist machen. Und ich glaube, machen wir vielleicht sogar eine Szenario-Playlist? Eine für einen Silbernen Cave und eine für Eden am Ende, weil da gibt es ja auch noch. Beide dauern jetzt nicht so lange, werden es 10, 20 Folgen pro Playlist. Ja, kann man sich zwar geben. Naja. Also Freunde, wie dem auch sei, das war's hier mit dem Szenario zu der Silbernen Käfer. In der nächsten Folge werden wir entweder komplett neu starten in dieser Playlist, hier mit dieser, also wo wir schon in Kampagnen so drin sind. Oder aber, die zweite Variante ist, wie auch schon mal erwähnt, dass wir halt das Ganze in einer eigenen Playlist starten werden. Ich glaube, Variante 1 sehr unwahrscheinlich, Variante 2 schon wahrscheinlicher. Dritte Variante wäre, dass wir sagen, hey, Szenario haben wir jetzt gesehen, hat seine Vorzüge, seine Nachteile, dann müssen wir die Hacienda kennengelernt und das auch mit der Kampagne weitermachen. Und das Szenario später, wenn man wirklich irgendwie wieder Bock drauf habe und irgendwie einen Plan habe vor allem. Weil, also Bock habe ich eigentlich schon, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf den Stress. Ich habe das auch ein bisschen gemerkt, es ist halt schon ziemlich viel Stress. Aber halt irgendwie was eher in die Alternative. Ich glaube, das ist wirklich das Beste, was eigentlich die besten zwei Varianten, die ich habe. Entweder normal eine Kampagne weitermachen, das Szenario erstmal hinter uns lassen. Oder die andere Variante ist halt das Szenario in einer eigenen Playlist nochmal starten. Vor allem auch aus dem Grund, weil es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen länger brauche, vielleicht mehrmals neu starten muss. Und dass ich nicht unbedingt in dieser Kampagne-Playlist machen müsste. Weil wäre vielleicht schon ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Jetzt hat es halt doch irgendwie, ja, jetzt hat es halt irgendwie gepasst aus dem Grund. Weil es gehört irgendwie auch zur Story. Da mit dem Oliveira, Dingsbums, Vasco Oliveira. Dann haben wir halt wirklich durch halt die Story kennengelernt. Die Kampagne. Deswegen hat es irgendwie hier Sinn gemacht. Aber andererseits, ist doof, ey. War jetzt für eine Folge? 339 war? Naja, egal. Also wie dem auch sei, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wie es im nächsten Part weitergeht, muss ich mir nochmal überlegen. Die Variante habe ich jetzt erzählt, was ich so für Varianten der Möglichkeiten sehe. Was aber echt darauf hinausläuft oder irgendwie dann mir wieder was anderes überlegen werde. Naja, mal gucken. Fakt ist, es ist doch ziemlich hart. Also man muss halt wirklich von Anfang an richtig machen. Sich einen Plan überlegen und so. Und so wie wir es aktuell haben, wird es nicht funktionieren. Also einfach so irgendwie drauf los und so. Nee, das ist jetzt nicht irgendwie eine normale Kampagne, normal Endlosspiel, wo du einfach sagen kannst, ja, klappt schon. Hier muss halt Fristen einhalten und die sind nicht ganz knapp bemessen. Und vor allem die Produktion für die Barren ist übel, finde ich, und die Münzen wird sicher noch übler werden. Und insofern, ja, mal gucken, wenn es in der nächsten Folge weitergeht. Eben, vielleicht eine eigene Playlist für die Szenarien. Oder wir machen hier komplett normal mit der Kampagne weiter und lassen das Szenario erstmal hinter uns. Trotz allem war es eine nette Erfahrung. Ich hoffe, es hat euch soweit auch gefallen und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei 1800. Bye bye.